De onda van deel, de thema van deel is God is. En we willen van deel een frisse series aanvangen. We hadden 2 zinnen waar we kijken dat we van mij zijn gemerkt. We zijn gemerkt van eeuwig leven. We zijn gemerkt van God en voor God. En we willen vrij zijn om dat no leven voor wat we zijn gemerkt. En ik wil van deel, we worden een paar zinnen nemen in deze series. En de series is, wer is God? Want we zijn, de oorzaak waarom we gemerkt zijn, is dat we geen eeuwig gemeenschap hebben met God. Dan is het wichtig dat we dan God leren kennen. Er is niets wat allerwichtig is God leren kennen. En zo in de nächste paar weken, vielleicht Monaten, wo wir diesen Thema durchgehen, wir wollen sein, wer ist Gott? Wer ist er? Wenn wir würden von mir reden, wir würden vielleicht mir nur gut tun, oder vielleicht überhaupt nicht gut tun, wenn wir würden sein, Quentin assistiert, dort ist wegen die mich tun, und dann sei ich, wer ich sein. Und wir als Christen, wie wir Gott nur folgen dann, sollen lernen, wer Gott ist. Wir wollen anfangen mit dem Gebet. Gott im Himmel, wir sind dankbar, dass wir können. Taub kommen sie nicht zurück. Und für diese schöne Lieder, was wir von dir singen werden. Und wir sind dankbar, dass du persönlich bist, dass du hier wer wir wenn wir singen dann, du weißt, wer wir sind und was wir in Hort haben. Und Gott, ich bete, dass du uns von dir abbauen und Mut geben und Mut merken, dass wir können das ein Ziel merken in unserem Leben, dass wir die besser lernen können. Wir beten das in Gott, sie Namen. Amen. Wir sind alle verschieden. Wer von uns jetzt sagt, scheint studieren. In Englisch spricht wir das Wort Theology und in Plattdeutsch spricht wir das Glaubenslehre. Was von uns jetzt sagt, scheint, uns jetzt scheint die Beker typen und die durchlesen und dort alle durchdenken, wo dort alle taupassen das. Was lehrt die Bibel von wer Gott ist? Und ich würde sagen, dann was von uns jetzt vielleicht nicht ganz so scheint, das ist nicht ein Ding, was uns interessiert. Was von uns sind alle so gesagt, wie gleichen Dinge durchzudenken und wenn wir uns da klar haben im Kopf, dann wir das verstehen. Und was für uns ist das wichtig, dass wir Dinge beleben, dass wir die verstehen. Beide Seiten von Gott kennen ist wichtig. Erstlich ist wichtig, dass wir studieren, was sagt die Bibel von wer Gott ist. Und zweitens ist wichtig, dass wir Gott bejahen, persönlich bejahen und wir dort beleben, wer er ist. Und so, warum ist es wichtig dann, dass wir Glaubenslehre studieren dann und dort lernen können und dort verstehen? Johannes Kapitel 17, der 3. Vers, das ist eine Vers, die ich fertig lesen darf. Ich glaube, das ist von den Versen, die in der Bibel klarste geschrieben wird, worum wir hier sind. Das sagt es, das ewige Leben ist das. So, Jesus sagt uns sehr klar, was ewig Leben ist. Dort sei die, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Dort ist, worum wir diese Serie wollen durchgehen. Wir wollen Gott lernen kennen. Dort ewig Leben, sagt Jesus, was das ewig Leben ist Gott lernen kennen. Wir glauben fertig, dass ewig Leben ist, bis dort wir Rat von Heil sind. Und dort ist so eine kleine Port von was das meint, dort wir ewig Leben haben. Das geradste Port. Was gerade ist und doller wichtig ist, dort wir Rat von Heil sind, als dort wir Gott lernen können. Und so wir wollen das studieren, diese Series, und persönlich in der Bibel lesen, Gott lernen können, wenn dort ist, was möchtet wichtig ist in uns Leben. Ich denke, wenn wir sagen, wir wollen Glaubenslehre studieren,
Das ist sehr wichtig, dass wir begreifen, das ist nicht wie, wer wird uitdenken doen en uitgrabbelen doen en dan dort voten. Wenn wir von Glaubenslehre und Theologie von reden doen, wir müssen dort begreifen, wir müssen dort annehmen, dort als Gott, wer sich offenbart noch uns. Dort als was Gott sagt von sich selbst, was der Wort ist. Ich glaube, in der strenge Wachtum dort sein, als wenn wir werden uns deutlich merken, wer Gott ist, büter wird er offenbaren wird, wir merken einen auf Gott, von Gott, wenn wir ihn nicht nehmen und sehen wird, wer er ist. Dort ist wichtig, dass alles, was wir glauben von Gott, kam von Gott in Offenbarung von sich selbst. Und so dort ist ein klein bisschen ein paar Dinge, was Grund sind für diese Series. So wenn wir sein, wir wollen Gott lernen kennen, was meinen wir dann mit Gott? Und das ist eine Botschaft von der, was vielleicht da ein bisschen eine Grundlehre sein für die ewige Series. So was meinen wir, wenn wir reden von Gott? Das sind in unserer Welt, was lernen, dass Gott als ein bisschen abgemerktes Ding, sondern dass wir abmerken deuten, dass als ein Symbol, so dass wir können besser durch Leben gehen. Aber was meinen wir mit Gott? Wenn wir sein Gott, was wir meinen mit dort ist, dass Gott üschlich ist wörtlich in der Person. Wenn wir von Gott reden, dann, wir reden von einer Person, was krass sehr wörtlich ist du und ich. So, wenn wir reden von Pastor Quentin, wir reden von mir. Nicht so? Das ist eine Person, von wem wir reden. Wenn wir von Gott reden, wir reden von einer Person. Nicht bloß in einer Idee, nicht bloß ein Symbol, nicht bloß was abgemerkt wird. Wir reden von einem Mensch und nicht einem Mensch, einer Person, was wörtlich ist. Und so das ist sehr wichtig, dass wir das annehmen. Das interessante Ding ist, was ist der Name, was Gott sich selbst geben wird. In 2 Stellen, ursprünglich in 2. Mose, Kapitel 3, der 14. Vers, sagt es dort. Und Gott sagt zu Moses, ich sehe, ich sehe. Und er sagt, so sollst du dem Israeliten sein, ich sehe, hat mich noch nicht geschickt. Gott sein Namen, das Namen, was Gott sich selbst geben wird, ist das Namen, ich sehe. Und wir wollen nächste Sonntag sein, was meint Gott wörtlich mit ich sehe. Aber Gott ist. Das ist nicht, dass Gott, was abgemerkt ist, in Betzes, wer wir sein, wie dann mit all sorten Geschichten. Wir merken was ab. Und wir wollen bald in den Ostentiten angehen. Wenn wir sein, die Ostenhose oder die Easter Bunny, wir reden nicht von wortwörtlich ist, wir reden von Wort abgemerkt ist. Gott ist nichts dort, Gott ist wörtlich. Er ist wörtlich ein Mensch. Ich sehe als sein Name. Noch ein Ding, was sehr wichtig ist, dass wir sein, dass Gott ist jässlich. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig zum Verstehen, wenn Gott als anders ist wie. Gott ist nichts wie sind, und so wenn wir wollen verstehen, wer Gott ist, wir müssen Gott verstehen, für wer er ist. Nicht in wo wir Menschen haben, und nicht, wenn wir von Gott denken, dann sein, na Gott kann nicht so sein, wenn Gott ist allmählich. Was allmählich ist für Menschen, ist mählich für Gott. Gott ist jässlich, und wenn er jässlich ist dort leicht ihm sein, dort er ordentlich ist als uns. So, wenn wir am Studieren dann, wenn wir dort nicht verstehen können, der Menschenjugend das sind don't. Wenn Gott als Grata ist, was Fleisch und Blut ist. Johannes Kapitel 4, 24 Vers sagt uns das auch. Gott ist jetzt, und wem am Anbeten, und die am Anbeten, müssen in Yes in der Wahrheit anbeten.
So wir sollen anbeten, Gemeinschaft haben mit ihm, durch uns jetzt, und dann sagt er auch, im Wortheit. In der Wortheit. So, das ist wichtig, dass wir Gott anbeten, dass nicht so wie wollen er so sein, aber so er erst in Wortheit. So, ich will die ewige Botschaft nehmen, um vielleicht ein paar Wege durchgehen, wo wir können weiten, dort durch Gott ist. Ich lese durch die Mennoniten Kirkism dieses Werk, und dann kommt der 8. Frau, und ich werde das Plottich. Die Frau sagt es das, wo können wir weiten, dort du ein Gott ist? Die Antwort ist, das lehrt uns die Natur, dort Gewässen und dort Zeichnis von den Heiligen Schrift. So dort ist, wo wir das Mennoniten haben, den Antwort gegeben, worum oder wo wir können weiten, dort du ein Gott ist. Und so ich habe hier 8 Dinge. Ich weiß, das ist vielleicht, wir glauben alle, dort ein Gott ist, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiten, woran wir glauben, dort ein Gott ist. Und vielleicht sind das so, was diese Botschaft hören wollen, und die sind vielleicht in der Zeit in ihrem Leben, wo sie wundern, hast du ein Gott? Hast du ein Gott? Wo können wir weiten, dort du ein Gott ist? Und dann ist in den Zeiten, wo wir in Zweifel sind, dort die Lehre, was wir reich verstehen, als dann dort, was uns durch die Zeit bringen wird. Das sind Zeiten, wo wir uns so allein fühlen, wir wundern, wir zweifeln, hast du einen Gott? Wenn du einen Gott hast, worum ist es dann so steht in meinem Leben? So, es ist wichtig, dass wir dort weiten, dass du einen Gott hast. So, hier sind ein paar Ursachen, worum das ist Gott und reich, dass wir dort annehmen, dass du ein Gott hast. Erstlich, wir glauben, du hast einen Gott wegen der Natur, sagt uns dort. Natur sagt uns dort. Wir verstehen, sagt Gott, dort nichts kann nicht nur irgendwas merken. Was erst kommt von was erst. Wenn ich würde sein, dort ich ging in den Stab und dann von ein Krackfeder mir von nichts kämen in grauten Traktor, was würde die glauben von mir? Die würden glauben, ich soll vielleicht ein Doktor sein, wegen meine Verstandschaft nicht reicht. Nicht so? Nichts kann nicht Wort merken. Und dann war ich zu sein, der ist nichts in nichts, was Wort merken kann. Nicht so? Der ist nichts, wenn wir sagen nichts, das meint nichts. Und Wort erst kommt einmal von Wort erst. Nachher war ich dort sein, alles, was erst hat einen Anfang. Dort, was erst hat einen Anfang, wenn du einen Anfang wir, weit wie, dort wir Wort oder wem, was den Anfang merken deit. Ein interessanter Ding ist, dass wir in mehreren Jahren, wo die Wort nicht an Gott leben, dann sehen, dass der Universum, die Sterne und alles, was erst noch einmal gewasst. In den letzten 100 Jahren ist ein interessanter Ding geworden in Science. Und dort ist, die haben ausgefangen, dass das Universum, alles was ist, dort fangen eine kleine Stadt an. Und von der und da, an das Universum, die Sterne, das geht wieder und wieder hinein. Und so was sie sein dann, ist, dort fangen alle in eine Stadt an, und das bloß hastig ab, und das wird grater und grater und grater. So unser Universum, dort wird erst, da wird grater und grater. In Englisch sagen wir, dass wir ein Big Bang. Wir sind vielleicht nicht gewachsen, dass wir keiner was Ohren hat, um dort hören. Aber ich sage mir ziemlich sicher, dass hat ein Neu geknallt, wenn Gott sieht, dort zu sein und der wir. Dass wir ein großer Geknall, ein Big Bang. So, das fangen alle an und der Mott in Gott sein, wird dort alle anfangen. Wieder, wir sein noch alles, was leben wird, kommt von dort, was leben wird. Wir würden das kann vielleicht besser verstehen, denn das ist auch allmählich, aber ihr bringt mehr Steine und so wieder, und das bührt sich wieder. Aber dort, was leben wird, kommt einmal von dort, was leben wird.
Zum Beispiel, du hast niemals ein Tier oder eine Person, ein Mensch, was in Geburt gejäft, was tot ist. Das will sagen, die Mutter, wer tot ist, kann nicht ein Baby zur Welt bringen. Ein Tier, was tot ist, kann nicht ein Kleine zur Welt bringen. So ist es auch. Dort, wo das Leben in der Welt bringen wird, muss auch ein Leben haben. Und den Leben ist Gott. Leben kommt von Leben. Hör mal, was 1. Mose Kapitel 2, der 7. Vers sagt. Und Gott, der Herr, formt ein Mensch von Erd und pust den lebenden Odem in dem seine Näsen an. Und er wird ein lebender Mensch. Leben kommt von Leben. Nach ich denke es, wir sein, wo viel Ordnung in der Welt ist. Heute mit über gedacht, wo dort mehrlich ist, dort fast leben blieben, der Winter über. Ist es sehr interessant. Mehr ist irgendwas, wenn dort aufteilen wird, wer wir sagen, dort ist ein Liquid, dort ist das Wasser, und dort ist ein drin, ist es das einzige Ding auf der Welt, was grater worden wird, wenn dort solid wird. Und wenn dort grater wird, dann schwammt dort boven ab. Alles, was ordnet, dort wird kleiner, dann geht es noch enger. Und Gott hat es so gemerkt, dort boven frisst Butter fast oder hart, und dann schwammt dort am Butter, so dass die Fisch in Leben blieben. Und dort ist ein bisschen ein Beispiel, das sind mehrere Dinge, wo wir können sein, wo Gott diese Welt angeregt hat, Ordnung gebracht hat, dort wir ein Leben können haben. Dort geht es sehr klar zu sein, dort diese Welt in Plan hat, hinter sich. Ich denke, was klar geschrieben ist in Psalm 19, der 2. Vers. Das sagt, der Himmel reden klar von Gott seiner Herrlichkeit und noten uns seine Handwerk sein. Dort, was Gott gemerkt hat, dort ist klar zu sein. Nach einer Weise, wo wir weiten durch Gott ist und Gott macht sein, ist dort wie moralisch sind. Du bist ein Reich und du bist ein Artig. Wenn ich würde sein und wenn du ein Mensch sein, ich will was stehlen, was will wir dann sein? Die Kosten nicht stehlen, das ist artig. Und wenn die würden sein, warum ist das artig, was muss uns Antwort sein? Wenn in unser Grund, der einzige Grund, was vorsteht, ist, du bist eine Person, was boven uns ist, über uns ist, was sieht, dort ist reich oder artig. Wenn dort nicht ist, dann kann wir bis sein, na ich will, und du weißt bis nicht, dort ich stehlen do, und dort ist gleich, du hast keiner, was kann rechten, was reich und artig ist, zwischen Menschen, was nicht immer reine Verlangen haben. So Gott ist der, was sagt, was reich und artig ist. Ich glaube, nach einem Ding, was ist klar zu sein, ist, wie dieses Menschen, wer Gott gemerkt hat, haben von uns Anfang nur Gott gesagt. Gott hat in alle Menschen in der Verlangen gegeben, zum Gott nur Segen. Wir haben alle in der Verlangen, wir weiden alle von Hort, dass du ein Gott ist. Und in seiner Worte, ein Atheist sind, ein jungen Christ sind, sondern was jungen Gott schaffen dann. Ich glaube, mehr von denen, die schaffen, die reden so, dass sie dann, wenn sie dann dort proben, durchzukloien, was sie weiten, ist so. Jede Person, was Gott gemerkt hat, weit, dass du ein Gott ist. Und über die Jahre, wie kann sein, dass du sind mehrere ihre Religions hier abgekommen. Und als alle Menschen, die proben, nach Weg zu finden, wo sie können dort nachfolgen, was in Gott ist, dort du wirklich in Gott ist. Das ist interessant in Apostelgeschichte, Kapitel 17, Paulus ist in der Stadt,
En hij komt en hij zit als een altuur, wo Menschen in Gott aanbeten doen. En dat is in Apostelgeschichte kapitel 17, 22 bis 23. En hij naant, en de auteur zegt ze staat, dat ze het aandien, tot den onbekenden Gott. Den Gott, wat zij niet kenden. Maar zij wissen door wie een God, wat zij nog niet kenden. En Paulus maakt het dan klar, wer das Gott weer, en wie den Gott van Jezus Christus. Eine Weg, wo wir können weiten dort in Gott ist, wenn wir dort studieren, wer Christus ist. Wer wir Jesus Christus? Du hast niemals, en er wordt niemals een mens zijn wat zoals Jezus is. Jezus leeft een volkomen leven. Hij is de enige persoon wat dat heeft gedaan. Hij is ook de enige persoon wat heeft zichzelf van dood opgewekt. Hij is de enige persoon wat heeft ons de wereld zo geändert als hij heeft. Er is niet een mens wat de wereld zo geändert heeft, is Jezus Christus. En Jezus Christus leert dat hij weer God. En hij deed wunder om te bewijzen dat hij God weer. Maar het grootste wunder is dat hij wekt zichzelf op van dood. En wanneer een mens zichzelf van dood opwaken deed, dan moet we vragen, wer is deze mens? En wanneer hij de enige is, wer zichzelf opgewekt heeft van dood, dan moet we vragen, is dat wat hij zijn deed van zichzelf? Zo. Dat hij God is en dat u een God is. En ik geloof dat het klaar te zijn dat u een God is. Nou, een ding wat we kunnen zijn, is dat de Bijbel is veel beter en is een betere boek in Heilige Schrift. En dat wordt Heilige Schrift. Ik meen dat wat geloven aan zijn en doen, zoals God zijn openbaring. Dat is verste van alle van die. Dat is boven alle van die. Er is geen boek wat ons klaar leren deed, wer mensen zijn, en dat beter kan erklären wat we zijn en waar we kort komen. Dus de Bijbel is klaar aan wer we zijn. En zo wie das actief studeren, de Bijbel is de einzige hele schrift wat dat ohne Schämen deed, dat schrijven, zodat we mensen kan metvallen. We merken es nicht, dass wir lesen in Alten Testament und Neuen Testament und wir wundern, schämt sich die Schreiber dort nicht, dass er von dit vertrauen, was das hat getan? Und wenn ein bisschen abgemerkt das Buch wird und nicht von Gott wird, würden wir nicht glauben, dass die, die das schreiben, würden das vielleicht ein bisschen so ewig schmären, dass wir nicht so prassen, das Mensch, der wir ohne Fehler, wenn wir wollen haben, wir sollen abchecken in so einen Menschen. Aber die Bibel, der ist sich ganz sicher in Gott seine Offenbarung, ist sich ganz sicher in was dort ist. Und der ist kein Buch, was so sehr kritisiert ist die Bibel. In den letzten 300 Jahren besonders, du sind Menschen, die ihr Leben merken tun. Die Bibel proben nicht nein zu pülen und dort falsch proben zu wiesen. Er sind Hunderte und Tausende Menschen, die ihr Leben merken tun, was sie tun. Aber über die Jahre, dann leben sie nicht, haben sie das gemerkt, und die können sie klar sein, dass es falsch ist, und dann kommt der Wahrheit, das ist nicht von so. Gott sein Wort steht nach Kraxerfass von dir, und die Wahrheit, wo der Bern ist nach Kraxerfass, ist von dort geschrieben wird. In der Bibel lebt sozusagen länger, als irgendeiner, was er proben will, zu reden. Gott sein Wort lebt länger, is allerlei wat de proeven falsch te wiesen. Nog een oorzaak waarom we geloven aan een God is, dat ohne God is doorwerkelijk meest keine oorzaak waarom we leven zullen. Zullen wat zijn, er is geen God? Wat zijn zij, wanneer du een kleines Kind sterven wird? Wat voor een hoopning geven zij?
Sondern wird nicht an Gott bleiben down. An wem handeln sich, wenn sie in der schwere Zeit sind? Wenn du nicht ein Gott hast, ans Leben wirklich hast keine Meinung. Wenn du kein Gott hast, du hast keine Hoffnung. Zu Wort, wo wir uns freuen, wenn das Leben dir hast. Und ich glaube, der größte Ding ist, woran wir weiten, dass du ein Gott hast. Und dort ist, wenn wir können beginnen und persönlich kennen. Ich lese ein interessantes Buch in Stolze Trägen, wir in Lebensgeschichte von einem Christ, was in Russland war. Und da wir in der Zeit, wo das Kommunist war, und da wir nicht erlaubt, da wir verboten, dass sie in Bibel einendeut. Und so diese Person, die da noch studieren, wer Gott ist. Und der einzige Ding, was er finden kann, was von Gott reden deit, während der Beker, was gegen Gott reden deit. So er mögt sich den Beker ab und mögt sich deutlich, was der Glaubenslehre wir von Christentum. Und durch der bekehrt sich. Und durch der fing er uit, dass Gott wir wirklich wer er wir. Worum ist dort? Dass Gott ist nicht bloß eine Idee, Gott ist eine Person. Und wir können lernen kennen. Das ist interessant, wenn wir würden sagen, wir wissen nicht, wer so ein Mensch ist, aber wenn wir sagen, ich kann den Mensch, dann weit wie der Mensch ist. So ist es mit Gott. Du sagst, Sinne für uns, was wir würden vielleicht nicht kennen, erklären, das auch von dir, woran wir in Gott leben dann. Und woran andere sollen in Gott leben, aber wir wissen, dass Gott ist, wenn Gott hat geschafft in uns Leben. Und ich will uns von dir ermutigen, weil wir festhalten an dort. Du hast keine größere Treisten ans Leben, als dass Gott lebt und er lebt in uns und er helpt uns leben für ihn. Wie kann Gott persönlich lernen können, wenn er ist persönlich? Ja, und das vielleicht belebt. Gott hat ihnen Gebete geantwortet. Gott hat das Leben geändert. Gott hat sich offenbart einen Traum. Gott hat geheilt. Gott hat ihn gelehrt. Und die weiten ganz vernehmen, der einzige Weg, der am ehrlich ist dass Gott ist und dass Gott persönlich schaffen wird in unser Leben. Ich will von dir, dass alle Taubdingen mit uns helfen sein, dass es nicht bis genug zum Glauben, dass Gott ist. Das ist wichtig, dort wir glauben, dass Gott ist, aber es ist doller wichtig, dass wir uns glauben in Gott sagen tun. Ursprünglich die Bibel lehrt uns sehr klar, dass die, was glauben, du hast kein Gott, Gott nennt Ernst in Noah. In Englisch ist das ein Fool. Dort ist ein Schassel. Dort ist so eine, was nicht ganz klug ist. Und dort ist das Bild, was die Bibel uns geben wird, von so einer, was lebt, der ist kein Gott. In Psalm 14, die erste Vers sagt es das. Die Narren seien sich im Hort, du hast kein Gott. Dort sind verkommene Menschen, und ab derselben Werk gedonen haben. Du hast nicht einer, der Wort gaudet det. Dort ist in Noah, der Wort sagt, du hast kein Gott. Ich glaube, wir sind welche Ursachen, woran Menschen dort aufsehen, dort ein Gott ist. Und ich glaube, die größte Ursache, und das ist, was ich belebt habe, wenn ein Mensch, was in Sinn leben wird, und er weit oder sei weit sagen, dass Gott sagt die Dinge auf. Lieber ist das Leben anderen, du nur, was Gott will, dass es viel leichter für uns sein, du hast kein Gott. So dort wir dann frei sind, haben diese Leben, das wir wollen. Und wenn die das hier und da, das ist vielleicht, wo ihr seid von dir. Die wollen nicht glauben, dass ein Gott ist, wenn Gott verlangt von uns ein Ändernis. Das ist besser, dass wir an einen Gott
Glauben an Gott horchen wir erst, leider es am Off sein und wie weit sei Gott dort noch erst. Und das soll sein, dass es wichtig, dass wir nicht bloß glauben, dass Gott ist, aber dass wir ans Glauben in am Saten tun. Jakobus Kapitel 2, der 19. Vers sagt es dort. Du glaubst, dass du ein Gott ist? Gut. Dort glauben sogar, der bei der Jester und du bei Zetterin sei ein Furcht. Diese Furcht ist mir einmal sehr abfällt. Und mir wundert, wo Dries Jakobus reden wird. Er sagt, du glaubst an Gott? Sag Gott. Die bei der Jester, die glauben auch an Gott. So dort bloß an Gott glauben, dass Gott ist nicht genug. Hebräer Kapitel 11, der 6. Vers sagt uns, was wir sollen tun. Ohne Glauben ist dort allmählich Gott zu gefallen. Wer nur Gott kommen will, muss glauben, dass ist, dort ist das erste Port. Und dort belohnt, die wird am ernstlich segnen. Ich will uns von der ermutigen. Uns Mut merken. Wer will Gott ernstlich segnen? In Glauben. Nicht bloß von Gedanken, das von der sein, das sind, woran wir glauben, dass Gott ist, aber dass wir dort persönlich annehmen und persönlich nachfolgen und dort ernstlich von Hort nur segnen. Gott verspricht dort uns dort in sein Wort, dort wer am Segen wird am Fingen. Und wenn wir von der hier sind, und wir sind vielleicht ein bisschen in Zweifel in uns Glauben, dort ist der Wert, was ich will uns von der mitteilen. Wer wir Gott ernstlich segnen, so dort Gott kann sich offenbaren nach uns. Und wir können uns ewig Gemeinschaft mit Gott wachsen. Wir schließen mit einem Gebet. Lieber Gott im Himmel, du sind so viele Dinge, was wir würden können sein. Wie sein wir die Best und wie sein wir sind clean, denkst du. Wir sein nur dort die Best persönlich und Gott hat erst fertig, dass wir schwach sind und Zweifel sind und wir wundern, wo du bist. Aber die Bibel lehrt uns, dass wir sollen ernstlich die Nosegen. Und Gott, ich bete, dass du wirst Mitleid haben mit uns, du wirst geduldig sein, dass wir wollen von Hort, die kann nur folgen. Und wir beten auch für die ewigen Sünder, ich bete, dass du wirst mit uns sein. Und wieder, dass wir können, der Werk auch die Beten lernen können. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.